Herzlich willkommen zu diesem Freundschaftsspiel. Die Pause war lang genug. Alle freuen sich darauf, dass die Saison in Kürze wieder losgeht und wollen jetzt überprüfen, wie ihre Mannschaften denn drauf sind kurz vor Saisonbeginn. Ja genau, Tom, das ist richtig und das ist natürlich heute eine ausgezeichnete Gelegenheit. Das wird ein richtig packendes Fußballspiel, weil beide Teams richtig heiß sind. Beide wollen nicht verlieren. Es ist viel mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Die Spieler wollen ihre Stammplätze nochmal unterstreichen und deswegen... Der Ball spielt ja weit nach vorne. Und ganz sicher das Zuspiel. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Querpass auf den Mitspieler. Ja, das ist ein... Los, schieß, Junge! Das hat er gut gesehen. Ah, da steht er vollkommen frei. Ja, wie um alles in der Welt kann man dieses Foul nicht sehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Und jetzt hat er hier die Chance. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Jetzt hat er gerade einen Lauf. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. Das war knapp. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, ich weiß nicht, warum greift er einen Gegenspieler an, der meilenweit vom Ball entfernt steht. Hier hätte der Schiedsrichter gelb geben können, aber es gibt nur Freistoß. Ich verstehe ja, dass nicht jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Ja, das Talent zieht ab, Junge. Er trifft den Pfosten. Ja, das hat er gut gemacht, der Torhüter. Sein erster Ballkontakt heute. Und den Ball hat er souverän zu einem Mitspieler geworfen. Und hat die Situation gut eingeschätzt. Klug gespielt.
Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, das war ordentlich, aber unterm Strich halt doch keine Gefahr für den Torhüter. Wunderbarer Pass. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Die Viererabwehr da hinten steht sehr kompakt, sicher und solide. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Ah, klasse weggekriegt. Also bitte, das war eines der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe. Wo bleibt denn der Pfiff? Ja, Foul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Er behält die Übersicht und jetzt muss er schießen. Jetzt legen sie sich wieder in den Armen und bejubeln dieses Tor. Das ist es, was die Leute hier sehen wollen. Da soll er abspielen, soll er nicht abspielen. In jedem Fall macht er hier das Richtige, etwas eigensinnig und ballverliebt, aber er erzielt ja das Tor. Und da zahlt es sich halt manchmal aus, ein bisschen länger auf dem Trainingsplatz zu bleiben und Freischüsse zu üben. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spiel stand 1:0. Ja, wenn man ins Stadion geht, dann freut man sich natürlich auf ein tolles Fußballspiel, viele Chancen, viele Tore. Das war's noch nicht, aber vielleicht sagen sich die Spieler ja auch, so kann es nun wirklich nicht weitergehen und arbeiten dran. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Er macht die Abwehr lächerlich. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Das ist ja nicht zu fassen. Der Schiedsrichter lässt nach diesem rüden Foul einfach weiterlaufen. Und der Verteidiger stand genau in der... Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Ein schöner Treffer, er ist ballverliebt, technisch nahezu perfekt und das zeigt er auch in dieser Situation. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ah, was für ein Foul, da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Gut weggeköpft. Und sie stürmen nach vorne. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt doch noch an.
Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Klasse Pass. Ja, das war ein klasse Kopfball. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Die Flanke kommt in die Mitte. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So unglückliches Zweikampfverhalten, da kommt er einen Tick zu spät und deswegen sieht er gelb. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Was für ein Reflex. Da hat er einfach nur irgendwie die Fingerspitzen noch an den Ball gebracht. Ja, und solche Bälle zeichnen einen guten Mittelfeldregisseur aus. Was für ein Tor! Ja, also wann haben wir zuletzt so ein Tor gesehen? Mit vollem Risiko, richtig abgezogen und dann genau in den Winkel. Toll. Ich habe von hier oben gesehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da an der Seitenauslinie warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. Und ab geht's in die andere Richtung. Guter Kopfball. Wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Das Duell des Stürmers, Kopfball und dann kommt der Torhüter mit der Parade. Genauer gesagt mit den Fingerspitzen. Der Trainer wechselt aus. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, technisch sauber sein Kopfballspiel. Ein kurzer Pass wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Der Ball ist erstmal weg. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Oh, das hat er gut gesehen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Er könnte flanken. Und noch ein weiterer Treffer. Diese Position, die muss sich als Stürmer aber auch erarbeiten. Genau da muss er stehen und dann macht er auch das Tor. Ja, und wenn man so führt, dann klappt natürlich alles. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Starker Kopfball.
So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.